Ist ja natürlich nicht so optimal, wenn das Mikrofonkabel direkt unter dem Stuhl ist. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zurück zu Benist. Da mit mir Folge 14 mittlerweile, glaub's. Ja, ich weiss, dass ich es nie weiss, welche Folge das ist. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Nicht sehr viel. Wir haben wieder Probleme mit Werkzeug. Ja. So ist das Leben. Was wollte ich da dazu sagen? Und nicht nur das. Es hat sich verschlimmert. Wir haben auch Probleme mit den Arbeitern. Seht ihr? Wir haben noch einen freien Arbeiter und das passt mir gar nicht. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lang genug Arbeiter gehabt. Zu wenig Eisen, zu wenig Werkzeug. Jetzt haben wir zu wenig Arbeiter, zu wenig Eisen, zu wenig... Habe ich vorher Erz gesagt? Werkzeug natürlich. Habe ich Erz gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ja. Würde ich gerne mal das Haus fertiggestellt haben und darum nehme ich jetzt mir da noch 2 Farmer weg. Damit ich da noch einen Bauarbeiter kann tun. Die 2 Farmer kommen dann nachher natürlich wieder zurück. Was ich einfach immer muss schauen ist, dass ich bei den Hirten, oder wie man dem auf Deutsch sagen, immer genug habe. Weil, nimmt man einen weg, sterben die Viecher. Ich weiss nicht, wie weit das sterben. Ich habe einfach von meinen anderen Spielen habe ich gemerkt, dass die sterben. Und da habe ich das natürlich so schnell wie möglich gefixt. Jo. Weiter. Ich habe angefangen da oben. Ich muss wirklich auf die Zeit schauen da. Ich habe angefangen da oben das Land zu erschliessen langsam. Das hat ja eigentlich mal eine grosse Siedlung reingekommen. Die werde ich dann so in einem Raster, in Rasterform anlegen. Und natürlich immer genug Platz lassen, dass dann rundherum noch Minen aufgestellt werden können. Steinbrüche. Ich weiss nicht, vielleicht hat dann ein Steinbruch könnte zum Beispiel da reinkommen. Hätte ich zwar sehr ungern da, wegen nein, wo ist er da? Ah, da. Nein, zwar da oben würde die Steinbruch eigentlich recht gut passen. Gerade mal schauen, wie gross das der wäre. Ja, das würde passen. Also hier ein Steinbruch. Die Mine haben wir hier eine. Und da kommen dann natürlich noch weitere. Wenn wir dann endlich wieder genug Leute haben. Ich muss mich da gerade ein bisschen anders hinsetzen. Und wir haben natürlich schon wieder... wir haben wieder so viel Essen, dass wir keinen Platz mehr haben, um das irgendwo zu verstauen. Kann uns mal egal sein, weil zuerst muss das Haus da fertiggestellt werden und es geht extrem lang, weil, ihr seht, es geht lang. Jetzt ist es fertig, yay! Und wir haben da einen Vater mit seinen Töchterli. Das Steinhaus, nein, das ist... es wird noch ein Zeitchen gehen, bis ich das mir könnte leisten. Aber was man könnte machen, wäre da, das da wieder bauen zu lassen. Gerade die 2 zusammen. Weil ich muss für die Zukunft denken. Und was ist wichtig für die Zukunft? Wichtig ist Nahrung. Nahrung ist das Wichtigste. Ja. Da 2 noch. So muss ich mich nicht um das Zeug... Nein, ich nehme es weg. Tue ich da wieder 2 dass wir da wieder 20 haben. Dass die Nahrungsproduktion sicher nicht abkackt. Obwohl wir eigentlich genug Farmer sollten haben. Farmer, Bauern, was auch immer. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Wie sieht es da aus? Nicht schlecht, wir haben noch nicht produziert. Ja, das sieht schlecht aus. Trader! Der bringt uns Samen und Iron Tools. Und anscheinend hat er uns verdammt viel Iron Tools gebracht. Will! Ah nein. Aber nicht gesagt. 25. Ja, immerhin 25. 25 ist besser als gar nicht. Einen Moment, warte jetzt mal. Der soll uns auch Stahltools bringen, scheißegal, wir brauchen Werkzeug. Und du wirst auch zahlt dafür, keine Angst, und jetzt hau wieder ab.
Nein, Moment. Was können wir uns da leisten? Wir haben Pfirsich. Denke ich so an Schnapsbrennen. Wir haben... Jetzt ist die Frage. Was können wir uns leisten? Er kauft relativ sehr viel Nahrungsmittel. Und wie ihr seht, wir haben sehr viel Nahrungsmittel. Nimmt er auch Beef? Er nimmt Beef. Mal schauen, was wir für 3000 bekommen. 9000 haben wir da auf dem Konto. Da würde ich doch sagen, kaufen wir uns noch Korn und Pfirsich. Da müssen wir schauen, dass wir dem nicht zu viel zahlen, natürlich. Es kommt runter, es kommt runter. Noch 10 mehr. Also das heisst noch 4. Jawohl. Das passt. Und sonst noch etwas? Nein, ich glaube, das ist alles. Gut, danke und tschüss. Das heisst, wir haben jetzt 2 neue Getreidesorten. Jetzt haben wir leider schon Frühling gehabt. Das heisst, im Winter werde ich dann irgendein Feld umdingsen. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Dass wir dort anders Saatgut können ausstreuen. Vielleicht eins von denen da. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Ich komme immer die Meldungen über, das ist... Von dem haben wir zu viel, von dem haben wir zu wenig, von dem haben wir zu viel, von dem haben wir zu wenig. Geht mir eigentlich so etwas vom am Dings vorbei, dass es gar nicht schön ist. Aber ja, was wollte ich da dagegen machen? Da kommen wir wieder dazu, aber das finde ich gut. Gerade mal schauen, wie es da aussieht. 2500 da rein, 2500, 1000, auch knapp 1000. Und da eine, ich könnte eigentlich einfach X drücken, genau. Haben wir 81. Also, da wir sowieso viel Werkzeuge kaufen, würde ich sagen, da mal 6000 rein. Weil das sind auch unsere Lagerplätze entlastet. Komischerweise haben wir jetzt gerade das Wort gefehlt. Mir fehlen ja nie die Worte, oder? Nein, nein. Was ist das? Also, die Häuser sind fertig. Das haben sie nicht mal angefangen zu bauen, das finde ich super. Wir kommen wieder langsam Arbeiter dazu. Aber ich sage, tue ich wieder 3 hinzu, dazu weisen. Jetzt ist die Frage, wieso baue ich die da nicht? Oh, wegen dem Eisen wahrscheinlich. Schau an, die ganzen Eisen. Und die haben eine Spitzhacke. Oh Wunder. Der Zechard ist eigentlich ein Farmer, aber geht da harter Krieger, wie er ist, go Eisen abbauen. Ist das geil oder ist das geil? Und er ist schon 61 in diesem hohen Alter. He? Nicht schlecht. Hut ab, Junge, Hut ab. Naja, ist auch bitter notwendig, das Eisen, das er jetzt hier gerade bringt. Weil wir haben wirklich nicht mehr viel. Wir haben wirklich nicht mehr viel. Und mich denkt, es wird einfach nicht weniger. Also die gelben Punkte natürlich. Ja, was wollte ich da gross machen? He? 90, 100, 100 und 100. Okay. Ich habe gedacht, das bringt vielleicht auch etwas, wenn ich da Fleisch einlagere, anscheinend nicht. Dann schaue ich, was haben wir sonst noch viel. Wir haben Herdöpfel mehr wie genug. Dann würde ich sagen, lagern wir doch da noch. Ja, wieso nicht 2000?
Röpfel noch ein. Kann man immer brauchen, wieso auch nicht. Da würde ich jetzt kurz... Nein gut, wir haben da schon 2. Das langt. Mehr braucht es nicht. Eisen. Seit etwa 10 Folgen. Nein, das ist jetzt übertrieben. Ja, doch, kann die eben auch noch kommen. Hört ihr mich schreien nach Eisen? Da oben sehe ich eine riesige Menge Eisen. Ihr wisst, was das bedeutet. Also, nicht ihr Zuschauer, sondern ihr Arbeiter. Irgendwann müsst ihr da rauf. Arme Siechen. Hey, was läuft denn da ab? Der Siech wohnt alleine in einem Haus. Geht's eigentlich noch? Ja, das geht gar nicht so Zeug, ey. Eigentlich könnte ich das Haus upgraden. Dann wäre er obdachlos. Und da wir sowieso kein Werkzeug haben, wäre ich dann sehr lange Zeit obdachlos. Nein, nehmen wir das. So bin ich ja nicht. Ich achte natürlich auf meine Untergebenen. Schließlich bin ich der Trollenkönig, was denn sonst. Trader. Schnell pausiert. Mal schauen, was der mir so bringt. Der kommt mit Seeds. Also, Korn und Peach können wir mal abwählen. Korn und Peach, Pfirsich weg. Und dann, da haben wir Kürbis. Was ist denn Squash? Verdammte Scheiße. Du bringst mir Pepper, Korn, Beeren, Bohnen. Haben wir Bohnen schon? Hätte ich jetzt eine Stadthalle, könnte ich schnell schauen, ob wir Bohnen schon haben. Ich weiß es nicht. Und ich habe vergessen. Oh, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber ich könnte schauen, was kann ich bei dir bestellen. Ich kann bei dir mal Eisen bestellen. Das mache ich doch jetzt gerade mal. Ah, das bist du wieder. Hey, du bist aber schnell da gewesen. Oi. Und du hast mir kein Werkzeug mitgebracht. Willst du mich verarschen? Du kannst gerade wieder gehen. So also gar nicht, hä? Okay. Was ist da los? Der ist nicht zugewiesen. Der ist gestorben eigentlich. Ich habe es gemerkt. Easy, nehmen wir wieder den Farmer weg. 2. Hui! Gut, wenigstens haben wir da einen kleinen Vorrat noch. Und habt ihr etwas gemerkt? Werkzeug. Noch ein einziger. Ist das nicht toll? Wunderbar. Dann würde ich sagen, höhere Priorität auf das da. Soll ich damals Eisen abbauen? Und nett wie ich bin, sage ich, da hat es auch noch Eisen. Gut, ich hoffe natürlich, dass dann mit der nächsten Ladung, wo uns der Händler bringt, auch Eisen dabei ist. Damit wir dort wenigstens auch entlastet sind. Hoffe ich sehr. Also Kohle brauchen wir noch gar nicht. Tools haben wir da mal eigentlich 150 gehabt. Ich glaube, das reicht nicht. Da müssen wir sicher auf 200 raufgehen, Minimum. Dass wir den immer haben. Ich meine, klar, wir haben jetzt weil wir kein Eisen haben. Weil wir schon sehr, sehr lang so ganz knapp am Limit sind da. Wenn wir wieder so 1, 2 haben wir und dann haben wir wieder keine. Also jetzt haben sie schon wieder keine mehr da. Dann ist jetzt auch gerade ausgegangen. Jetzt haben wir wieder. Ah. Es ist ein Kampf, merkt ihr das? Es ist ein Kampf. Und es wird noch ein Zeitchen gehen, bis der Kampf zu Ende ist. Wenigstens haben wir Essen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Dass wir immer genug zu essen haben. Und jetzt hat sich etwas stabilisiert bei 25.000. Aus irgendwelchen Gründen wird da einfach nicht weitergebaut. Das stört mich eigentlich nicht weiter. Weil, also Holz hätten wir wirklich genug. Stein hätten wir auch genug, das ist nicht das Problem. Aber ich sollte nochmal Eisen abbauen, das ist schon gut. Und das mache ich jetzt auch.
Oder? Nein, was ist das? Nein, das sind Viecher, scheiße. Ich habe gemeint, die gehen Eisen abbauen. Und du siehst, gerade ein Baum umgekehrt. Krass. Ja, ich weiss, es geht immer wieder Bäume um. Holzproduktion läuft. Langsam aber stetig. Das passt mir sehr gut. Der Baum, der jetzt hier umgekehrt ist nicht einfach so umgekehrt, der ist gefällt worden. Da hat es noch Steine, die man könnte abbauen sonst. Der ist schon. Da hat es noch Eisen, die könnte abgebaut werden. Gut, ich glaube, da können wir jetzt nicht dran hin. Sie laufen zwar über den Berg, aber ich glaube, das möchte ich nicht gern. Gut, wer läuft schon gerne über den Berg einfach so? Der Ötzi. Ja, wie sieht es sonst noch so aus? Ja, langsam wäre es eigentlich wirklich an der Zeit, dass das da fertig wird. Arbeiter kommen dort langsam dazu. Ich denke, die Häuser kann ich jetzt bauen lassen. Und ich gebe denen sogar eine hohe Priorität. Weil Wieso schafft er da? Ah, jetzt. Höhere Priorität, weil wir brauchen Arbeiter. Ja, so ist das. Wir brauchen dringend Arbeiter. Absolut dringend. Weil je mehr Arbeiter als wir haben, desto mehr freie Arbeiter haben wir, umso mehr können die dann Eisen holen, zum Beispiel. Und ich sehe schon, ich werde, sobald da der Lagerplatz, die Lagerhalle fertig ist, werde ich da aber von Häusern bauen. Weil das geht mir zu lang, das geht mir echt zu lang. Es ist eben schon so, je näher dass die dort dran wohnen, desto eher gehen die auch dort hin. Und wie jetzt der geht jetzt da über. Der wohnt sehr wahrscheinlich nicht da, wenn ich jetzt da schnell schaue. Ah nein, das sehe ich jetzt nicht. Und die haben jetzt nicht gerade einen weiten Arbeitsweg. Ihr seht, das sind die jetzt gerade hier arbeiten. Das ist ja da, wo ich mal eigentlich angesprochen habe. Dass die sind so wie ich, die sind faul. Das heisst, sie nehmen immer den kürzesten Weg. Also nach Möglichkeit natürlich. Das heisst, wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt da auf, nein, die Schule natürlich nicht, aber sagen wir mal da, der Schmied, wo haben wir den Schmied? Der Schmied ist da. Der wohnt gerade da innen. Wenn ich zu dem Schmied gehe, der wohnt gerade da innen. Und all die Felder, all die Leute auf diesen Feldern arbeiten, die wohnen gerade in unmittelbarer Nähe. Und das ist natürlich sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben ein freies Haus. Ja. Ich denke, da wird jetzt langsam fertig gebaut. Ich denke, ich hoffe. Also der Platz ist ja schon lange sauber. Ich weiß nicht, auf was die wartet, auf Weihnachten oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe. Was ich hoffe ist, erstens mal, dass viel Eisen wird reinkommen. Und ich denke, wir werden dann wieder Woodcutter brauchen. Vielleicht da so. Trader. Der bringt uns Wollenkleidung. Nützt uns nicht, aber das ist genau der, den ich das letzte Mal vorgeschickt habe. Der soll uns doch bitte Eisen, Stahl und Eisenwerkzeug bringen. Und ich denke, mit dieser letzten Tat verabschiede ich mich von euch. Und sage Tschüssli und Bye Bye und bis zur nächsten Folge von dem wunderbaren Spiel. Macht's gut. Bye Bye.